Hey, ciao zusammen, von Gunten hier. Guten Morgen aus dem krisengeschüttelten Los Angeles. Ich dachte, ich gebe euch heute ein kurzes Update, wie es hier zurzeit aussieht. Und ich werde mich dabei beschränken auf 3 Hauptthemen. Nummer 1, wie sieht die Situation im Moment aus? Dann Nummer 2, hat das Spiel um die Verantwortlichkeit bereits angefangen und im Zentrum der Kritik stehen vor allem 3 Personen. Und drittens die ganze Thematik Versicherungen. Und der zeigt sich jetzt schon je länger je mehr, dass das ein grosses Problem scheint zu sein. Und dass der Albtraum für viele nicht wird aufhören, wenn das Feuer schlussendlich gelöscht ist. Ich bin hier in der South Bay von Los Angeles und wir sind etwa 20 Kilometer entfernt vom Brandgebiet. Und wir sind etwa 7 Kilometer weg vom Flughafen von Los Angeles und der ist zurzeit auch voll im Betrieb. Die Temperaturen sind hier am Morgen zwischen 8 und etwa 12 Grad und dann am Nachmittag wärmt es auf bis etwa 20, 22 Grad. Das Meer ist 13 Grad. Um das Ausmaß mit anderen Zahlen auch ein bisschen zu dokumentieren, ich habe euch ja vorgestern gesagt, dass 7'500 Feuerwehrleute im Einsatz sind. Die haben sie mittlerweile aufgestockt auf über 12'000. Und zwar kommen die von 7 Bundesstaaten und auch von Kanada oder von Mexiko. Es sind ebenfalls Zahlen draussen, dass jetzt Tausende von Gebäuden abgebrannt sind. Die Situation ist jetzt die, dass sich gestern die Situation leicht entspannt hat. Die Föhnstürme haben nachgelassen und es hat sogar eine Windrichtungsänderung gegeben. Und dann haben wir leichten Wind, Auflandung gehabt, die vom Meer her kam. Das war einerseits gut, Entspannung für die Feuerwehrleute, die dann mehr ans Feuer her konnten, weil die Stürme nicht mehr vorhanden waren. Der Nachteil war aber, dass es jetzt die Brandherde ins Landesinnere drücken. Gestern am Samstag gegen Abend haben die dann die höchsten Punkte erreicht von den Hollywood Hills und den Santa Monica Mountains. Und dann haben wir hinten unten, das ist das Valley, sagt man dem von Los Angeles, haben dort nachher die ersten Städte Evakuierungen bekommen, weil man Angst hatte, dass sich jetzt das Feuer über die Hügel hinten rachen und dort in Gebiet hineinfrisst. Schauen wir schnell auf die aktuellen Karten. Hier sehen wir jetzt die Karte mit den aktuell 7 Feuern, die am Wüten sind. Ich selber stehe jetzt genau dort unten, oder der Text am Laufen sieht, unten dran, unter dem Rolltext. Der bin ich jetzt zur Zeit. Unfortunately, I do not have good news with these winds. As we head into Sunday, look at those colors. Das ist die Karte der Windstärken. Und mit Violett sehen wir jetzt die Windböen, die Windspitzen um die 70-80 Stundenkilometer. Da jetzt Sonntagmorgen relativ neutral noch. Auf Montagmorgen wird es aber wieder kritisch im Norden von Los Angeles. Ihr seht da die dunkelroten, violetten Gebiete. Es ist dann Montagnachmittag, erwarten Sie also wieder stürmische Föhntendenz. Und da sind alle schon wieder ein bisschen nervös. Und die Lage zieht sich dann bis ins Einstein. Die schauen jetzt mit der Kamera in Richtung Norden und hinter mir, dort in diesen Hügelzügen, spielt sich jetzt das Ganze ab. Grosse Kritik muss zurzeit unsere Bürgermeisterin einstecken, Karen Bass, weil sie genau zu der Zeit, wo das Feuer ausgebrochen ist, in Afrika war. Es ist da wenige Tage vorher ist sie abgedüst auf Ghana, obschon sie selber im Vorfeld gewarnt hat, dass sich hier eine extrem gefährliche Wettersituation zusammenbraut. Und man wirft ihr jetzt vor, dass der Wetterdienst, die Feuerwehr, zahlreiche Stellen während Tagen im Vorfeld auf die kommende Situation hingewiesen haben und dass sie trotzdem entschieden hat, wegzugehen, vorzufliegen. Da muss sie grosse Kritik einstecken zurzeit. Do you owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Do you regret cutting the fire department? Als sie dann zurückkam, hat sie nicht viele Antworten gehabt, aber hat blitzartig schon mal die Feuerwehrchefin kritisiert und hat ihr vorgeworfen, ja, sie hat halt während diesen 3 letzten Jahren nicht so viel interne DEI-Kursli durchführen und sich mehr konzentrieren auf aktive Feuerbekämpfung. Wohingegen die Feuerwehrchefin Christine Crowley zurückkontert hat, dass die Bürgermeisterin, dass sie halt vielleicht das Feuerwehrbudget nicht um 17 Millionen kürzen. Dann haben die Bürgermeister 7 Millionen Überzeitkompensation gestrichen und vom vorhandenen restlichen Budget für 5 Millionen Elektro-Feuerwehrfahrzeuge bestellt, anstatt dass sie das in Katastrophenprävention hat investiert. Grosse Kritik muss auch unser Gouverneur einstecken, der Gavin Newsom. Ihm wirft man vor, dass er in den letzten Jahren
Wasserreservoir aufgelöst hat, anstatt neu zu bauen. Oder dass er zum Teil Regulierungen und Gesetze blockiert, die dafür sorgen wollten, dass man in diesen Busch, in diesen Waldabschnitten das Unterholz rausholen kann. Oder sie haben zahlreiche tote Bäume, die sie wegen Naturschutzbestimmungen nicht rausholen dürfen. Er hat immer wieder Gesetze blockiert, die da Ausnahmen schaffen wollten, für das die Feuerwehrleute im Vorfeld sich hätten in diese Abschnitte hineinbewegen und dort aufräumen. Hier konfrontiert eine verzweifelte Mutter den Gouverneur und fragt ihn, wieso die Feuerwehrleute kein Wasser hatten zum Teil. Er antwortet, er macht alles, was in seiner Macht steht, und sie antwortet ihm direkt ins Gesicht. Das glaubt sie ihm aber nicht. But would you do that? I would do whatever I can. But you're not! I see do you know there's water dripping over there, Governor? There's water coming out there. You can use it. Es tauchen jetzt auch immer mehr Berichte auf, die sagen, dass die Feuerwehr kämpfen mit der Tatsache, dass gewisse Hydranten kein Wasser geliefert haben. Oder Anwohner sind am Klagen, dass sie über Stunden kein Feuerwehrauto haben gesehen. Und im Fernsehen sind jetzt so Berichte gekommen. Ich blende euch so einen Bericht ein, wo Anwohner sagen, dass sie mit eigenen Mitteln ihr Haus retten konnten und darum hat es alles verbrannt. Ich bin ausgestanden, bereit mit meinem Gartenschläuchchen, wo die Häuser verbrennen, habe ich kein einziges Feuerwehrauto gesehen. Nicht eins. Wenn sie nur ein Auto hätten hier gehabt und da Sprotz gegeben, hier Sprotz, ich sage euch, all die Häuser würden noch stehen. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Häuser ringsum und das Haus hinten dran, das hat angefangen so mit einem kleinen Teil vom Feuer. Und wenn sie dort einfach ein bisschen hätten drauf haben können, die Häuser würden alle noch stehen. Er zeigt uns näher, mit welchem Gartenschläuchchen er sein Haus beschützt hat. Er hatte noch so einen Polierhelm an und eine Atemmaske. Und mit diesem kleinen Schläuchchen hier hat er sein ganzes Haus retten. Logisch hatte ich Schiss, wenn du die Feuerwalzen siehst und die Asche in der Luft. Das macht extrem Angst. Aber es gibt ein paar wenige Sachen im Leben, die sich lohnen, dafür zu kämpfen. Hier ist ein Bericht von einer Familie, die sein Haus auch retten konnte. Darum hat so alles fortgeputzt. Und zwar haben sie ein kleines Dieselgenerator gehabt, weil sie gesagt haben, Strom ist ja nicht mehr. Und mit diesem Dieselgenerator haben sie eine Wasserpumpe betrieben, die aus ihrem eigenen Pool Wasser saugen konnte. Und dann haben sie einen Schlauch und einen Sprinkler. Und die zwei Sachen haben sie dann dauernd hergestellt. Sie dann zum Teil auch zu anderen Häusern ein bisschen löschen, wieder zurückkommen. Und mit diesen zwei Instrumenten haben sie ihr ganzes Anwesen retten. Ich habe das Gefühl, dass diese Riesenkatastrophe früher oder später zu persönlichen Konsequenzen von Politikern wird führen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar und voraussehbar. I'm pretty pissed, and I think a lot of people in Los Angeles are pissed. You have to take care of the basics. And for us, it's fire, earthquake, rain, and consequent mudslides. If you can't cover the basics, get out of our city. You are useless to us. You are a liability, and you have destroyed people's lives because you didn't do your job. You didn't do what you were hired for. You didn't do what we pay you for, and you should resign. I think we need to have a wholesale replacement of the people that govern the state of California. Do a better job of picking the people to represent us, because the people that are in positions of power just don't fundamentally know what they're doing. They're not capable. Kommen wir jetzt also noch zum Punkt Versicherungen. Und hier zeichnet sich ab, dass das Potenzial hat, zu einem grossen Skandal zu werden. Wobei es mir noch nicht ganz klar ist der Skandal eher seitens Behörden zu suchen oder seitens Versicherungen. Angefangen hat das Ganze, wo die grossen Versicherungen wie Allstate oder State Farm angefangen haben, in gewissen Gebieten bestehende Versicherungen nicht mehr zu verlängern. Und zwar war die Begründung von den Versicherungen, dass Kalifornien als Staat dermassen ein miserables Landmanagement betreibt, dass es in gewissen Gebieten einfach schlichtweg ein grosses Risiko ist, Häuser zu haben. Das hat natürlich dazu geführt, dass
Banken reagiert haben, weil das sind ja gewisse Häuser, gewisse Besitzer haben dann keine Feuerversicherung mehr gehabt. Also hat die Bank gesagt, ja, in diesem Fall ist unsere Hypothek gefährdet, also müssen wir, sind das neue Ausgangslagen, wir künden die Hypothek, eine Riesensache. Oder? Jetzt, anstatt, und das ist jetzt halt meine Meinung, anstatt dass man jetzt hier tätig geworden und aktiv in dieser Situation draussen in diesem Busch etwas gemacht hat, ist halt ein bisschen, wie es in Kalifornien noch vielfach läuft, ist, dass man an der Bürokratie hat verschrauben und nicht eigentlich an einer Problemlösung. Und zwar ist jetzt der Staat gekommen und hat nachher diesen grossen Versicherern gesagt, nein, wenn ihr in Kalifornien tätig seid, müsst ihr auch in Hochrisikogebieten so Versicherungen abschließen. Was haben die Versicherungen gemacht? Sie haben gesagt, okay, wenn wir das müssen, tun wir das Risiko halt dementsprechend bewerten und umso teurer sind dann die Policies geworden, die Policen. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass viele Hausbesitzer sich das gar nicht mehr leisten können, weil die Rate für die Hausversicherung deutlich grösser war als die Rate von der Hypothek. Das hat nachher wiederum die kalifornische Behörde auf den Plan gerufen und hat dann gesagt, ja halt, wir tun euch in diesem Fall Obergrenzen vorschreiben, die ihr nicht höher dürft gehen. Und das hat dazu geführt, dass viele Versicherungsbuden in Kalifornien verlassen haben. Das wiederum hat jetzt natürlich die Behörden wieder auf den Plan gebracht. Und ihre Lösung war dann, gut, die verbleibenden Versicherungsgesellschaften, die müssen in einen Fonds einzahlen. Und wenn jemand, ein Hausbesitzer, direkt keine Versicherung mehr findet, hat er das Recht, sich in diesen Fonds einzukaufen. Das heisst, der Fonds, der sogenannte Fair Fonds. Und durch diesen Fonds, der hat aber einzig Feuerschäden abgedeckt, dass sie zumindest ein Minimum an Abdeckung haben, so dass eben das ganze Bankenspiel nicht ins Rollen kommt. Das Problem, das sich jetzt da langsam zeigt in dieser Situation, ist, dass im Moment der Fonds hat $750 Millionen in der Kasse. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, das sind Pacific Palisades, wo Tausende von Gebäuden verbrannt sind, dass jedes Gebäude ca. 3-4 Millionen Franken wert war oder Dollar, dann hat der Fonds zurzeit Kapazität, etwa 175 Gebäude abzudecken. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was auf die Hausbesitzer wird zukommen, weil es sind ja Tausende verbrannt. Also man kann jetzt schon abschätzen, das wird zum Horrorszenario für viele Hausbesitzer. Egal, ob jetzt die gut betucht sind oder nicht. Man sagt jetzt auch schon, dass die ganzen Regulierungen von Gebäuden, Permits, also Bewilligungen, das Ganze ist hat sich geändert in den letzten Jahren. Dass da auf viele, die jetzt das Gefühl haben, ja, so schnell wie möglich wieder aufbauen, dass da eine riesige Bürokratie, Mauer und Lawine auf die zukommt, so dass noch nicht ganz klar ist, wie man das Ganze lösen soll. Ihr seht, diese Katastrophen, wie wahrscheinlich alle Katastrophen, haben Konsequenzen, die man noch gar nicht abschätzen kann, wie tief und wie weit die werden gehen. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Was mich vor allem interessiert, ist, wieso kommt es immer wieder hier in Los Angeles zu solchen Fällen. Als Beispiel, letzten Dienstag, wo hier die Feuer ausgebrochen, hat es auch in San Diego unter Windspitzen von über 100 Stundenkilometern. Und dort ist das Klima genau gleich. Die haben trockene Böden und dort ist aber nichts passiert. Ich würde sagen, für den Moment war das gewesen. Merci fürs Hineinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Tschüss aus Kalifornien. This is our house, or what remains of it. We had 2 cars parked inside. They're obviously gone. And a Tesla parked out here. The shell of a Tesla. I mean, I was sleeping in my bed 2 days ago, so it doesn't make much sense to me right now, but. Oh my. It's just too much. Everybody on this block would have dinner together, and if somebody got sick, we brought them food. During the pandemic, Jack, next door who you just saw,
would do a Trader Joe's run. It's like nothing you find anymore. So it's not just like the house, it's the whole, we'll never have it again. I mean, I don't think we'll rebuild. There's nothing to come back to. These houses went up, across the street they went up. There's the buildings I'm looking at that are no longer there, and it's nerve-wracking. There's no power down here, and there's no food, and there's no water. So I just keep moving back and forth. I get charged my phone. I might sleep down there or here. I'm just moving. It's all the keepsakes and, you know, the pictures. My daughter was a very talented artist, and she had paintings throughout our house. They're all gone. It's here. Yeah. Do you think it's intact? Yeah, baby. Yeah. Get it. Let's go. These were my daughter's earrings. Oh my God. That was Bart's mom's necklace. Awesome. The girls got married in those. Oh my God. How do I thank you? What do I do? You just did. You just did. No. No, just seeing you happy. That's all that I'd matters. do anything. No. No. Please. I know you think it's really sappy, but I'm sorry. I don't. Get in here. Thank you very much. Thank you for coming and helping. You're very welcome. I'm so appreciative. Thank you. Yes. I don't even have words. I never anticipated seeing any of this again. I'm so indebted and grateful to this crew. Good luck. Thank you. You're welcome.